So. Also. Ah, der Martin. Da, komm her. Martin. Hallo. Wer bist du? Ich wollte dich nicht erschrecken, entschuldige. Ich bin Detektiv Frosch von der Agentur. Oh, okay. Aber schleich dich bitte nicht mehr so an mich ran. Ich war doch die ganze Zeit in deinem Blickfeld. Ja, das stimmt allerdings. Gut, dann sei bitte nicht so gruselig. Ist notiert, ich gebe mein Bestes. Tut mir leid, dass ich so gereizt bin. Ich habe seit 2 Wochen nicht mehr geschlafen. Ich bin Martin, König dieser Insel. Ist ein echter König? Als ich hier ankam, waren nur Finlay und ich auf dieser Insel. Also dachte ich, es wäre vollkommen okay, mich zum König zu ernennen. Finlay? Finlay macht sich, glaube ich, nicht viel aus solchen Sachen. Eigentlich ist Finlay nur am Tanzwettbewerb interessiert. Nein, ich wollte wissen, wer Finlay ist. Ach so, okay. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Nur zu? Also. Wer ist Finlay? Du hast von Finlay gesprochen. Ist sie eine Freundin von dir? Finlay lebt auf einer Nachbarinsel und besucht mich alle paar Tage. Bei ihrem letzten Besuch hat sie von einem Lied für den Tanzwettbewerb geredet. Ihre Tanzmoves sind im Gegensatz zu meinen ziemlich gut. Wahrscheinlich gewinnt sie. Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht gesehen, aber wahrscheinlich bereitet sie sich auf den Wettbewerb vor. Der findet morgen statt. Ich kann natürlich nicht daran teilnehmen, solange diese ganze Spukgeschichte nicht aufgeklärt ist. Seufzt. Hast du noch Fragen? Ja, habe ich. Ganz viele sogar. Okay, Tanzwettbewerb. Du hast einen Tanzwettbewerb erwähnt. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Der findet morgen statt. Okay, kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen? Wer am besten tanzt, gewinnt. Verstehe. Hast du noch Fragen an mich? Joa, deine Nerven. Du wirkst ganz schön angespannt. Kann ich dir irgendwie helfen? Dieser Geist macht mich fertig. Kann nicht mehr schlafen. Und die Sache geht mir auf die Nerven, weil ich Gespenstergeschichten immer geliebt habe. Ich war regelmäßig auf gruselspaß.com unterwegs. Aber jetzt bin ich selbst in so eine Horrorgeschichte geschlittert. Bin mir sicher, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Oder wir enden alle auf dem Meeresgrund. Hä? In meinem Kopf hat es noch Sinn ergeben. Oh, das kenne ich. Was ich eigentlich sagen wollte, wir gehen alle drauf, bevor dieser Fall gelöst ist. Das ist aber ein düsterer Blick in die Zukunft. Düster? Was glaubst du, wie diese Geschichte endet? Entschuldige, ich habe einen Hang zur Melodramatik. Ich versichere dir, dass ich ein guter Detektiv bin. Ich traue mir alles zu, außer mir einen Hut anzuziehen. Ich habe einfach nicht die richtige Kopfform dafür. Ja, den Eindruck habe ich auch. Was ich sagen will, du kannst beruhigt aufatmen. Ich werde den Schuldigen finden. Entspann dich einfach. Alles wird gut. Ich fühle mich aber überhaupt nicht gut. Und entspannen kann ich mich erst recht nicht. Ich stotter schon. Ich weiß. Geister sind gruselig. Aber vielleicht ist es ja gar kein Geist. Glaubst du das wirklich? Ich weiß es nicht genau. Oh. Probieren wir es mal mit einer Traumreise. Ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht schlafen kann. Musst du nicht. Wir stellen uns einfach etwas vor. Stell dir vor, du liegst an einem Strand, um dich herum hörst du das Rauschen des Meeres. Fühlst eine leichte Brise, die dir über dein Gesicht streicht. Die Wellen plätschern träge. Der Strand ist ein sicherer Zufluchtsort. Von welchem Strand sprechen wir? Ja, von diesem hier. Dieser Strand ist kein sicherer Zufluchtsort. Hier treibt sich ein Geist herum. Nein, der Geist, der macht gerade Urlaub. Ah, okay. Wo ist er denn hin? Er macht eine Fahrradtour. Cool. Können wir uns nicht lieber vorstellen, dass wir auch eine Fahrradtour machen? Ja, aber der Geist macht doch schon eine Fahrradtour. Das ist ein Argument. Machen wir weiter. Richtig. Die Wellen plätschern träge. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Kein einziges kleines Gespenst in Sicht. Der Geist macht eine Fahrradtour. Ja, nichts, warum du dir Sorgen machen müsstest. Nur ein schöner Sandstrand. Das Meer und ich. Wie fühlst du dich? Sehr entspannt. Sehr gut. Ich mich auch. 1000 Dank, Detektiv Frosch. Nichts zu danken. Ich würde mich gerne irgendwie erkenntlich zeigen. Vielleicht mit einem Stück Krone? Hurra, ein Brocken pures Gold, jawohl.
Wow, ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Das ist ziemlich schwer, ne? Kein Wunder, sie besteht aus purem Gold. Warum? Ich mag Gold. Achso. Hast du noch Fragen an mich? Ja, eine habe ich noch. Das ist wegen der Geräusche da. Oh, das ist vielleicht... Kannst du mir mehr über die Geräusche erzählen und darüber, wo sie herkommen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie herkommen, aber ich weiß, dass sie von einem Geist stammen. Kannst du dir da so sicher sein? Ich habe ein Buch über Geister. Das heißt Geisterjagd. Idiotensicher Gespenster aufspüren. Ich habe es fast fertig gelesen. Jedenfalls steht in dem Buch, dass man die meisten Geister nicht sehen kann. Und jetzt halte ich fest. Ich habe noch keinen einzigen Geist gesehen. Beweisführung abgeschlossen. Hast du noch Fragen an mich? Nee, gerade nicht. Im Augenblick nicht, nein. No problemo. Okay, ja, setz dich ein bisschen hin. Sehr gut, wir haben jetzt Wolle und wir haben Gold. Und wir haben hier noch 2 Leute. Ah, der Mann mit der Lupe, der ist aber interessant. Komm, wir belupen uns mal gegenseitig. Hört ihr das? Ich glaube, ich höre auch Geister. Ah, da. Noch, da kommen Geister. So, ihr Leid, ich drücke mal ganz kurz mein Mikrofon weg, denn ich muss was trinken. Ich muss mal meine Stimme öle hier. So, war lecker. Mate. Weiter geht's. Was macht der für Dance Moves? Oh, bitte. Ah, bleib stehen. Warum? Meine Muscheln. Nicht auf meine Muscheln. Ich passe schon auf. Kann ich mir da 100%ig sicher sein? Wohl eher nicht, ne? Die sind sehr empfindlich und klein. Das nicht alle? Doch schon. Aber bitte sei vorsichtig. Okay. Willst du jetzt so stehen bleiben? Ja. Warum? Ich bin besorgt und halte mich kampfbereit. Wenn es sein muss, verteidige ich meine Muscheln. Auch vor gefährlichen Froschfüßen. Wow, tut mir leid. Ich bin nur ein bisschen panisch wegen meinen Muscheln. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber welche Muscheln? Ich sehe hier gar keine Muscheln. Es sind kleine Muscheln. Wie klein genau? Zu klein für deine mickrige Lupe. Wow. Ja, das ist die harte Wahrheit. Ich musste mir für meine Muscheln diese Spezialanfertigung besorgen. Ja, schon gut. Darf ich dir jetzt ein paar Fragen stellen? Fragen kannst du, aber sei vorsichtig. Also, deine kleinen Muscheln da, ne? Wieso besorgst du dir nicht einfach eine größere Muschel? Du Trottel. Hey, tut mir leid. Aber hier gibt es nicht wirklich viele große Muscheln. Klar hätte ich gern eine. Diese Lupe bräuchte ich dann auch nicht mehr. Aber ich sehe hier weit und breit keine große Muschel. Du etwa? Ja, okay. Also, noch eine Frage. Also, diese Höhle da, ne? Weißt du irgendwas über diese Höhle? Was? Nein. Bin noch nicht mal sicher, ob das eine Höhle ist. Wenn du mich fragst, sieht das eher aus wie ein Haufen Felsen. Es ist auf jeden Fall eine Höhle. Ja, jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Es handelt sich hier ganz offiziell um eine Höhle. Das ist doch Jacke wie Hose. Ich trage aber einen Pullover und du keine Hose. Aber eine Jacke. Naja, na schön. Siehst du? Weiß drum. Fragen kannst du, aber vorsichtig. So, ich frage nochmal ganz vorsichtig nach der großen Muschel. Guck mal hier, ich habe eine große Muschel für dich, falls du sie haben willst. Was? Wie? Ist eine lange Geschichte. Oh, na dann, lass stecken. Ich hasse Geschichten. Okay. Aber die Muschel will ich auf jeden Fall. Wollen wir tauschen? Ich habe diese Lupe, mit der du ganz kleine Muscheln sehen kannst. Aber die brauche ich ja nicht mehr, wenn ich eine große Muschel habe. Cool, danke. Du stehst ja immer noch so komisch. Ich bin auch immer noch kampfbereit. Ja, hier ist die Lupe. Und hier gebe ich ihm die Muschel. So. Ah ja, guck. Da freut er sich. Alles klar? Wie ist es, ne? Fragen. Fragen kannst du, aber sei vorsichtig. So, nö, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr. Du bist mir zu aggressiv, weißt du? Nein. Ein Mr. Smarty Pants bist du. So. Da ist noch ein Mäuschen. Ah, das ist Mo, die Maus. Mo.
Hey, hallo. Alles in Ordnung? Ja. Na, bist du sicher? Naja. Ich habe noch nie mit einem Detektiv gesprochen. Ich habe schon so viel von dir gehört. Und jetzt will ich mich natürlich nicht blamieren. Wenn ich mich blamieren würde, wäre das furchtbar. Aber du blamierst dich doch gar nicht. Das sind tolle Neuigkeiten. Aber unser Gespräch ist noch nicht zu Ende. Ich kann mich immer noch blamieren. Ich muss vorsichtig sein. Aha. Ist es okay, wenn ich ein paar Fragen stelle? Was willst du denn wissen? Frag mich ruhig, ja. Du bist nervös. Du wirkst sehr nervös. Darf ich fragen, warum? Weil du Detektiv bist. Das habe ich doch schon erzählt. Ich habe Angst vor Detektiven. Vielleicht hatte ich als Kind ja mal einen Albtraum, in dem ein Detektiv vorkam. Irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Das mit dem Albtraum tut mir leid. Was? Oh, das habe ich nicht wirklich geträumt. Okay. Warum hast du dann Angst vor mir? Okay, du hast mich gebrochen. Meine Güte, du machst deinen Job wirklich gut. Mystery Monkey macht mich nervös. Warum? Mystery Monkey ist ein großer Fan von deinem Blog, deswegen wollte ich mich vor dir nicht blamieren. Ich finde Mystery Monkey einfach total super. Und ich will mich nicht zum Affen machen. Interessante Wortwahl. Egal. Kann ich dir irgendwie helfen? Morgen soll ein Tanzwettbewerb stattfinden. Ich will teilnehmen und Mystery Monkey mit meinen Moves beeindrucken. Aber ich weiß nicht, mit welchen Moves. Würdest du Mystery Monkey für mich fragen? Ich kann dir dafür diese Flasche Bazillenhasser Mundwasser anbieten. Gerne. Ich werde mein Bestes tun. Frag mich ruhig, ja? Okay, dann. Also der Geist, ne? Was kannst du mir über den Geist erzählen? Hier gibt es einen Geist? Bist du etwa kein Geisterforscher? Oh. Ein Geisterforscher. Ein Kleisterforscher? Das macht auch viel mehr Sinn. Du dachtest, du bist hier als Kleisterforscher? Ja, ich habe den Job angenommen, weil ich weiß schon. Ein Experte auf dem Gebiet des Tapezierens bist? Ja. Aber was hast du dann die ganze Zeit hier gemacht? Na, jedenfalls nicht an Geister gedacht, so viel ist sicher. Also hast du auch keine seltsamen Geräusche gehört? Oh doch, klar, jede Menge seltsame Geräusche. Ich glaube allerdings nicht, dass sie von einem Geist stammen. Wie kommst du da drauf? Ich habe bisher nichts auf unerklärliche Weise durch die Luft schweben sehen. Wie in den Filmen. Aber ich halte die Augen offen. Danke. Ja, frag mich noch was. Klar. Diese Flasche da, ne? Was ist denn der Flasche da? Das ist mein Bazillenhasser Mundwasser. Auch Trademark. Ich überlasse es dir gerne, wenn du für mich den Lieblingstanzmove von Mystery Monkey herausfindest. Ist schon so gut wie erledigt. Danke. Ja, frag mich ruhig. Nee, ist in Ordnung. Alles erledigt. Ich komme später wieder. Sehr gut. Junge, das geht hier voran, sage ich euch. Also. Nee, gehen wir mal da hin. Nee, da ist. Ah! Da war gerade wer. Hat er das gesehen? Kombiniere. Da versteckt sich wer. Vielleicht muss ich einfach drum herum gehen. Vielleicht versteckt er sich gar nicht. Vielleicht hat er nur ums Eck geguckt. Kann ich da durch? Hey. Ach, wenn wir schon mal hier sind, ne? Hi. Na, noch mehr Fragen? Schieß los, D-Tech. Moment. Ja, nee. Ich hab noch gar kein Mundwasser. Wo ist das Mundwasser? Moment. Was soll ich dem Maus geben, damit ich das Mundwasser kriege? So, ich guck mal hier. Das kann er. Habe ich schon vergessen. Doch, ja, hat sich doch versteckelt oder was? Okay. Jetzt, ja, die Dance Moves. Alles klar. Dance Moves. Hallo, Mystery Monkey. Fragen, ja. Was würdest du gerne wissen? Tanzmoves. Hey, also, tanzt du gern? Und wenn ja, hast du einen Lieblingsmove?
Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Naja, ich tanze total gern. Wolltest du das wissen? Ja, genau. Und welchen Tanzmove magst du am liebsten? Eigentlich kann ich nur einen Move. Ja, aber also, wenn du jemanden tanzen siehst, ne? In welchem Szenario würdest du am ehesten sagen, das haut mich glatt um? Hä? Ja, was ich eigentlich sagen will, welcher Tanzmove gefällt dir am besten? Ich finde Breakdance richtig gut. Jemanden beim Breakdance zuzuschauen, da bin ich ganz aus dem Häuschen. Ich würde sogar fast sagen, wenn jemand Breakdancen würde, wäre ich so beeindruckt, dass ich mit dieser Person ab sofort meine komplette Zeit verbringen wollen würde. Alles klar. Bitte entschuldige diese seltsame Frage. Schon in Ordnung. Sicher ist das sehr wichtig für deinen Fall. Na dann, wir sehen uns. Ciao. Ja, ich habe eine Information über Mystery Monkey. Alles klar. Mo, ich hab was für dich. Komm, Mo, her. Was willst du wissen? Frag mich ruhig, ja? Tanzmoves. Hey, ich hab mit Mystery Monkey gesprochen. Ach du mickriger Mäuserich. Hast du mich erwähnt? Was hat Mystery Monkey gesagt? Hast Mystery Monkey mich jetzt? Ich bin sowas von blamiert. Ich hab dich nicht erwähnt. Nee. Oh, gut. Mystery Monkeys Lieblingstanzmove ist Breakdancing. Breakdancing? Das sollte ich hinkriegen. Aber ich muss sofort anfangen zu trainieren. Viel Glück. Danke. Oh, bevor ich es vergesse, hier hast du das Mundwasser. Vielen Dank. Bazillenhasser Mundwasser. Auch eingetragen, das Warenzeichen. So, jetzt gucken wir nochmal schnell darüber. Da ist wer. Ich hab dich gesehen, Kollege. Mysteriös. So, ihr Leid. Also, jetzt gehen wir das Mundwasser zu Demdo bringen. Ja? Na, noch mehr Fragen? Schieß los, D-Tech. Hier, ich habe Mundwasser. Ich habe hier Mundwasser für dich. Neisenstein, danke. Darf ich jetzt deine Zahnpasta benutzen? Hätte ich ja fast vergessen. Hier, nimm D-Tech. Hurra, eine Tube Zahnpasta, das reibt sich sogar. So, ihr Leute. Du hast nichts gesehen, ne? Also, weiter geht's. So, jetzt mal zu dir, ne? Ich brauche noch Nudeln. Wem sind denn jetzt die Nudeln? So, Benny, Fragen. Was willst du noch wissen? Aha, ich habe eine Lupe. Ich habe eine Lupe, die ich nicht brauche. Interessiert? Interessiert? Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist mein größter Traum. Hier, bitteschön. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Alles, was ich mir je gewünscht habe. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Brauchst du Hilfe bei deiner Geheimmission? Ich bin immer noch kein Geheimagent. Ja, klar. Willst du was von meinem Mittagessen abhaben? Oh, was hast du denn gekocht? Nudeln, wie immer. Nudeln sind neben Geheimnissen meine zweite Leidenschaft. Aber diese vorzügliche Lupe hat meinen Appetit heute schon gestillt. Das war interessant formuliert. Also willst du jetzt ein paar Nudeln haben? Ja, gern doch. Bedien dich. Dankeschön. Hurra, ich habe ein paar Nudeln. So, jetzt geht's. Jetzt, ihr Leid. Hey, Kollege, guck mich an. Larry. Noch mehr Fragen? Schieß los. Stell deine Fragen. Materialien. Welche Materialien brauchst du nochmal für deine Zahnpasta? Ein bisschen Wolle, ein Brocken pures Gold und ein paar Nudeln. Danke. Schieß los, stell deine Fragen. Die Explosion. Also jetzt wird Sprengstoff gebastelt. Mal sehen. Wow. Du hast alles zusammen? Yep. Fantastisch. Sollen wir ein bisschen Dynamit basteln? Ja. Legen wir los. Super, ich bastel ein bisschen Dynamit zusammen und dann lassen wir die Fetzen fliegen, Baby. Oha, gleich rumst es ordentlich, ihr Leid, das sage ich euch. So, das wäre geschafft. Yep. Zeit, die Höhle zu sprengen. Larry, Sprengstoff ist gefährlich. Tut mir leid. Zeit, die Höhle vorsichtig zu sprengen. Danke. Gern geschehen. Ich bin aufgeregt. Oh, ich auch.
Dabei komme ich ja noch nicht mal mit in die Höhle. Hey, kommst nicht mit? Ich mag dunkle Orte nicht besonders. Ich bin ein Sunny Boy, Baby. Ich bin kein Baby. Tut mir leid. Naja, viel Glück. Pass da drin auf dich auf. Danke, Larry. Ziehen wir es durch. Bam. Bam. Ui, hat das gebullert. Mein lieber Scholli. Unglaublich. Oha. Dum, dum. Uah. Ist das gruselig hier? Ist das gruselig? Ich gehe mal durch die Leiter. Ups. Ja, okay. Nicht einschüchtern lassen. Ich bin Froschdetektiv. Oder Detektiv Frosch. Eins von beiden. Bin beides. Wenn ich irgendwo Gespenst ziehe, dann finde ich denne Gespenst. Aha. Ah. Gespensterhafte Geräusche. Leute. Aha. Was geht hier? Was ist denn das Hinkeln? Oh, hallo? Voll kampfbereit. Wer bist du? Bist du ein Geist? Was? Nicht, dass ich wüsste. Ah, bist du sicher? Ja. Das ist spitze. Ja, wenn du meinst. Also, wer bist du? Finlay. Und du? Detektiv Frosch. Moment, ich muss niesen. Ja. Ach auch. Warte mal. Finlay. Den Namen kenne ich doch. Ich bin in der lokalen Tanzszene nicht ganz unbekannt. Nein, das ist es nicht. Oh, du bist mit Martin befreundet. Yep. Was machst du denn hier unten? Na, ich übe für den Tanzwettbewerb. Der findet morgen statt. Wie lange bist du schon hier unten? Ich schätze 2 Wochen. Gar nicht gemerkt. Was? 2 Wochen? Hast du irgendwelche Geister getroffen? Nee, hier unten bin nur ich. Weiß Martin, dass du hier bist? Kann ich mir nicht vorstellen. Er kommt nie hier runter. Ach, warum nicht? Ja, der sieht überall Gespenster, wo es dunkel ist. Er liest den ganzen Tag Geistergeschichten und denkt, dass es in jeder Ecke spukt. Aber ich finde es hier unten super. Der perfekte Ort für mein Training. Du hast 2 Wochen durchgetanzt? Ja, kommt hin. Bist du denn gar nicht müde? Ah, ich mach schon mal ein Nickerchen. Die Pilze sind auch sehr nahrhaft. Bäh. Pilze sind widerlich. Na, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Nein, das ist eine Tatsache. Naja, wie du meinst. Jedenfalls ist Martin total aus dem Häuschen, weil er auf der ganzen Insel seltsame Geräusche gehört hat. Hast du eine Idee, woher diese Geräusche kommen könnten? Ich habe natürlich beim Tanzen auch Musik gehört. Ah, und aus dieser Höhle führen jede Menge Tunnel an die Oberfläche. Gut möglich, dass man da oben dein Radio hört, aber wahrscheinlich ziemlich verzerrt. Dir ist schon klar, dass du hier drin eingeschlossen warst, oder? Der Höhleneingang war von Felsen versperrt. Echt? Ja. Das ist ja lustig. Yep, du hättest hier drin draufgehen können. Dann wäre ich jetzt wirklich ein Gespenst. Oh, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Yep. Ja. Egal, wir sollten wieder hoch zu den anderen. Yep. Da sehen wir. Ach, guck mal, das Huhn ist eigentlich gelb und nicht grün. Wer hätte das gedacht? Okay, der Martin, guck mal, wie er sich freut. Hä? Finlay? Hey, Martin! Hallo! Hey, hallo! Was machst du denn hier? Ich war in der Höhle. Du was? Wie bist du denn da reingekommen? Der Höhleneingang ist doch vor Wochen eingestürzt. Genau genommen vor 2 Wochen. Warte mal.
Es hat sich herausgestellt, dass es nie ein Gespenst gegeben hat. Die Geräusche kamen aus der Höhle, wo Finlay getanzt hat. Sie war so sehr in ihr Training vertieft, dass sie den eingestürzten Höhleneingang gar nicht bemerkt hat. Die Musik aus ihrem Radio war auch an der Oberfläche zu hören, aber verzerrt. Der Fall ist gelöst. Ja, aber meine Geisterbücher. Ich war mir so sicher, dass wir es mit einem Geist zu tun hatten. Nö, das war nur ich. Und wieder zeigt sich, Büchern kann man einfach nicht trauen. Stattdessen sollte man einfach im Internet nachschauen. Ja, genau. Bücher sind ohne Ausnahme inhaltlich falsch. So ist es. Naja. Grace Bruxner. Hallöchen, entschuldige die Unterbrechung. Ich hoffe, das Spiel gefällt dir. Ich will dich auch nicht lange aufhalten. Eigentlich bin ich mir mit dem Detektiv meistens einig, aber hier muss ich widersprechen. Es gibt nämlich viele Fälle, in denen Bücher sehr nützlich und informativ sein können. Du solltest natürlich immer die Verlässlichkeit der verwendeten Quellen prüfen und ob das Buch aktuell ist. Auch im Internet kannst du nützliche Informationen finden, aber achte darauf, dass du vertrauenswürdige Seiten besuchst. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Rest des Spiels. Plupp. Jedenfalls wollte ich gerade sagen, dass wir Bücher aus der Gesellschaft verbannen sollten. Inspirierend. Das macht wirklich Sinn. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Bücher sind nutzlos. Es war mir ein Vergnügen. Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Du hast die ganze Zeit für den Wettbewerb geübt? Yep. Ohne Fleiß kein Preis. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie dieser Tanzwettbewerb aussieht. Ist der Name nicht selbsterklärend? Wer am besten tanzt, gewinnt. Wer macht denn noch alles mit? Gute Frage. Nur wir, nehme ich an. Vergiss nicht Mo, die Maus. Wen? Mo ist einer der Geisterforscher. Geister? Nicht so wichtig. Ich finde, wir brauchen mehr Teilnehmende. Ich kenne da ein paar engagierte Leute, die sicher gerne das Tanzbein schwingen. Aber morgen werden die wohl nicht mehr da sein. Na, dann lasst uns doch den Wettbewerb einfach heute abhalten. Ja, ja, ja. Bevor wir lostanzen, will ich ein reiniges loswerden. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast, Detektiv Frosch. Keine Ursache. Ich hatte jede Menge Hilfe. Larry hat herausgefunden, wo die Geräusche herkommen. Larry? Ist das etwa dieser Hummer, der alle unterbricht? Genau der. Gut. Dann werde ich mich jetzt auch bei ihm bedanken. In Ordnung. Legen wir los? Los geht's. Aha. Ach cool. Tanzparty. Ein Spiel von Grace Bruxner. Programmierung Thomas Bauker. Oder so. Musik Dan Golding. Danke fürs Spielen. Ganz besonderer Dank gilt Doug Wilson, Lizzie Kane, Terry Burdock, James, ganz viele Leute. Ich tue mal ein paar lustige vorlesen. Wiggins, der heißt Perücki. Der Easy Cramp, okay, mit G, trotzdem nicht viel besser. Greg Rice sehe ich da gerade. Dann haben wir da noch League of Geeks. Achso, der heißt nicht wirklich so. Und Larry. So, ist doch super. Alter, guck mal, wie die cool tanzen können. Richtig gefällt mir hier das hüftschwingende Hähnchen. Aber der Frosch ist auch, also, ne? Wo ist denn die Maus? Hab gar nicht geguckt. Kann die jetzt ein Breakdancen? Martin. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug geübt. Oh, Moment. Wer ist denn überhaupt die Jury? Ja, das frage ich mich auch. Das kann ich übernehmen. Oh, yeah, baby. Ah, ne, das ist ein anderes Lied. Okay, Hummer. Der ist nicht schlecht. Hummarum. Aha. Der macht hier die Pulp Fiction oder was? Der macht hier den Twist, jawohl. Und du? Na, das ist doch kein Breakdance. Mädel, du musst doch den Mystery Monkey beeindrucken. Was ist das hier? Thriller oder was? Ach, der macht Polonaise, aber alle. Der Schof macht was Roboterartiges. Der macht hier den Muscheldance. Na, fand ich jetzt nicht so gut. Ah, sie natürlich. Die ist die Liste ganz oben. Also ich schwank noch zwischen Hummer und ihr. Der hat schon ein paar flotte Moves drauf, der Kollege. Ja, der Herr Frosch, der dafür gar nicht mitmachen, ne? Der ist so Jury, der kann sich schon nicht selber bewerten. Aber er ist gut, ne? So. Dann lädt es wieder.
Und wer hat gewonnen? Ich sah The Larry. Also, wie gesagt, ne, es ist wirklich so, das Huhn war verdammt gut. Aber ich finde, ne, sie hat da zu sehr auf die, hier, die Jury ist ein Mann und da muss ich jetzt sexy Moves machen. Haha, damit kriege ich mich nicht. Also, schon, aber das wäre Larry. Larry war schon verdammt gut. Den fand ich richtig gut. So. Ja, guck mal da. Ei, mit Röschen und okay, schon alles. So, wann ist das Spiel eigentlich vorbei? Eigentlich jetzt. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, soll ich mich schon mal verabschieden? Sag mal, aha. Lochblende. Ladebildschirm. Wenig später dachte ich mir, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Okay. Ah, guck mal da. Ah, das ist der Fall vom verschwundenen Wald, glaube ich, gewesen. Ah, hier, Baby. Klingelingeling. Ermittlungsagentur Frosch, Detektiv Frosch am Apparat. Wie kann ich behilflich sein? Detektiv Frosch, Herr Manager. Gute Arbeit mit dem Fall der Geisterinsel. Danke, ich habe mein Bestes gegeben. Nicht einmal Kommissar Hummer hätte diesen Fall so kompetent aufklären können. Da unterschätzen Sie Kommissar Hummer aber. Wahrscheinlich haben Sie recht. Wie dem auch sei, beim Tanzwettbewerb haben Sie einen netten Auftritt hingelegt. Woher wissen Sie denn das? Sie waren im Fernsehen auf jedem Kanal. Auf jedem Kanal? Jawohl, sogar in HD. Cool. Aber ich habe gar keine Kameras gesehen. Die Öffentlichkeit haben Sie in jedem Fall beeindruckt. Bei mir laufen die Leitungen heiß. Meist geht es um Ihre Tanzkünste. Aber ich habe auch einen Anruf wegen eines neuen Falles bekommen. Haben Sie schon mal vom Zauberforst gehört? Noch nie. Dort scheint sich jedenfalls etwas zusammenzubrauen. Unser bester Ermittler wurde angefordert. Und Kommissar Hummer hat keine Zeit? Leider nicht. Trauen Sie sich das zu, Herr Detektiv Frosch? Ich traue mir alles zu. Der Detektiv kehrt zurück in die unsichtbare Hexe. Da zoomt das wohl drin? Ah ja. So. Okay, jetzt ist es aber vorbei, oder? Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Aller gut. Ihr Leid. Wie gesagt, so macht man das, wenn das Spiel ein Spiel mit mir, der Frosch, macht, dann spiele ich das Froschspiel. So. Ja, war doch lustig. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und gucken, ob ich das geregelt kriege. Wieder ein Problemchen mit dem anderen Spiel. Ansonsten gibt es morgen das Froschdetektiv 2. Wir haben noch insgesamt gibt's 3 Kapitel. Das war jetzt Kapitel 1. Dann machen wir das andere. Aber bis dahin sage ich Tschüss. Gehabt euch Wohlfahrt. Und Tschüss habe ich schon gesagt. Ich sage nochmal Tschüss. Tschüss.